Hast du Trouble Menschen vergeben können, was die auch getan haben? Wir sind auch wieder die letzte Botschaft in der Reihe von Botschaften, die sich an heute gemerkt. Leidenschaft Lektion von Josef sein Leben. Wir sagen, Gott hat von jeder einen von uns geroepen zum Lehrer sein und das Leben, was er uns hat gegeben. Und Leidenschaft ist Einfluss. Du und ich, wir haben Einfluss in unser Leben. Manche unsere Freunde, unsere Familie, unsere Arbeit stehen. Und manche unsere Schule. Wir haben Einfluss. Und so wir wollen lernen, bessere Lehrer zu sein. Und so wir gehen wieder in die Geschichte von Josef. Und wir sagen, Josef wie in Gefängnis geschmissen, für ihn, was er nicht hat getan. Aber dort, wie er danach tritt zu Gott und fängt an, Dinge bitte gewöhnlich gut zu tun, aber reich an das Gefängnis. Dann haben wir Bild immer gestaltet über das ganze Gefängnis, aber wir nach dem Gefängnis. Dann bald kommen zwei Königsmänner an, die dann im Gefängnis sind, geschmissen haben, beiden Traum. Und er leicht ut wat is het drei mein, der Gott seine Halb. Und dann war wir ein von denen waren drei Deel, den seine Arbeit kriegen. Und der andere waren drei Deel, die den sein Leben verlieren. Und so wenn die drei Deel an sind, dann kommt der Krake dort ut. Und der eine der kriegt in seine Arbeit wie den König. Und Josef sagt ihm, vergeht nicht von mir, dass ich hier im Gefängnis bin, dass ich hier sein geschmissen für ihn, was ich nur habe getan. Und die nach 2 Jahren, wenn das irgendwie ganz von Josef vergeben. Dann eins hat Pharao, der König von dem ganzen Land, einen Traum, den er nicht verstehen kann. Heute ob jeder Mensch taugt, um seines der kann einleihen, was in seinem Traum meint. Und dann fällt das ein Mann dabei. Ein Gefängnis ist einer, der mir mal hat, meine Träume erklärt. So die holen Josef und Josef kann alles einleihen, der Gott seine Halb. Und sie haben gekriegt, was er meint hat. Dass in 7 Jahren wird so viel ernst sein und 7 Jahren wird er nicht ernst sein. Und dann sagt Pharao, okay, ich will die stellen über all das. Ich will haben, dass die so, die mit dem kommen und dass die was der zweite heiße sein in das ganze Land. So nicht 13 Jahre lauter von was Josef diesen Traum hat, nicht kommen zu erfüllen. Und wir haben dort Schwierigkeiten dazwischen. Heute wir drei, heute Dinge bitte gewöhnlich gut. Heute lehrt Dinge, heute nie Gewarnnis anmerken, heute bietet seinen Charakter ab. Gott deutet all diese Schwierigkeiten in sein Leben bringt, man Räume mehr für den Traum, was er hat in sein Leben. Und wir sind noch so mehrere Jahre lauter, dann kommen dann seine Brüder durch Josef durch in Ägypten, wenn die haben was genug Eden. Und wir sehen das hier in 1. Mose, Kapitel 50, Vers 18. Und seine Brüder kommen an und knallen sich mit ihrer Kabel auf die Erde vor ihm und sagen, guck mal, wir geben uns Hand aus deinen Sklaven. So diese Brüder, die haben Angst, die wollen, was die Josef hat angetan. Die haben Angst, dass er wird sich rächen. Aber Josef sagt zu ihnen, Angst sieht nicht so. Sie erkennen Gott seine Städte. Je mir einen bösen Plan, je mehr, aber Gott hat einen guten Plan für mich. Dort viele sollen im Leben geholen, so ist das von dir aus. Und so Josef hat so leicht sich rächen. Das all diese Jahre, ich war in Gefängnis, ich war Sklaverei, ich will mich rächen, meine Brüder. Aber er hat ihn von Anfang an vergiftet. Wieder leicht? Nein. Wieder schwer, und wir so schwer. Aber er lehrt zu vergeben. Und das ist die Lektion, die wir als Lehrer lernen. Wir können nicht guten Einfluss haben in ein Leben, in den Beruf, was Gott für uns hat, wenn wir nicht lernen vergeben. Wenn wir an uns Gedanken und an uns Hart besser wollen, dann wir können nicht loslassen. Eben dreht du, wo Jahre und Jahre hat mich schlecht angetan. Aber Jesus erlaubt uns zu vergeben. Jesus sagt, 7 mal 70 Mal soll wir einen Tag vergeben. So das kann ein, wir müssen vergeben, dass wir kein bessere Lehrer wollen. Wir müssen vergeben können, dass wir einen positiven Einfluss haben. Und Gott will die Schwierigkeiten in unser Leben bringen, um uns Räume für den wunderbaren Plan, was er für dein Leben hat und für mein Leben hat. Wenn wir alle wissen, dass Gott segnet, hat einen guten Weg.